SRF Audio. Persönlich. Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen Ihnen allen, die uns hier zulassen, eine Stunde lang uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Wir sind in der lockeren Mise St. Gallen. Meine beiden Gäste heute, die hier sind, die verbinden mindestens zwei Sachen. Das eine ist, dass sie fast nebeneinander aufgewachsen sind, in Gossau und in Herisau. Und etwas anderes, Nachdenklicheres, nämlich sie wissen, wie es ist, wenn die Mutter an Demenz erkrankt ist. Über das erzählen sie in dieser Sendung persönlich. Herzlich willkommen, Lika Nüssli und Markus Merz. Danke. Lika, du bist Künstlerin, dein Werk ist mehrfach ausgezeichnet worden. Du bist auch Illustratorin, auch Performerin. 52, lebst in St. Gallen. Und du hast mir gesagt, du fühlst dich, du bist seit 2 Jahren Single, muss ich vielleicht noch vorausschicken. Das war nämlich der Zusatz, so lebendig wie schon lange nicht mehr. Was hat zu dieser Transformation geführt? Ja, also im ersten Moment muss man sich natürlich zuerst wieder damit abfinden, dass man plötzlich allein ist. Und ja, ich habe so lange als Mutter und Partnerin gelebt. Und man tut ja dann immer sich auch ein bisschen einstellen auf andere Menschen. Und ja, so nach so einer langen Zeit, nach 27 Jahren, muss man sich wie zuerst selber wieder ein bisschen finden. Und ja, es ist auch also ich bin wirklich auch mit Einsamkeit konfrontiert gewesen und mit mir selber und mit Schmerz. Und also man muss dann zuerst das alles einmal fühlen und auch zu merken, dass man eine riesige Palette auch von Gefühlen hat. Und ja, ich wollte dann auch wollen, dass mir eigentlich auch wieder besser geht. Und bin dann wie auf die Suche nach mir selber und nach einem neuen Leben, nach neuen Menschen, nach neuen Erlebnissen. Und ja, genau, so die Suche, die macht einem auch wieder so lebendig. Eine Suchbewegung, die die Bewegung insgesamt dann in dein Leben wieder reingebracht hat. Markus Merz, von außen tönt es bei dir fast umgekehrt. Du bist 57 oder wirst 57, CEO von der psychiatrischen Uniklinik in Zürich. Du lebst in Herisau, wo du auch aufgewachsen bist, zusammen mit deiner Frau, wo du seit Kindheitstagen eigentlich kennst. Das tönt für mich jetzt eher, als wäre Veränderung nicht so mega dein Ding. Also wenn wir jetzt Daniela, das ist meine Frau, Daniela würde fragen, würde sie dem wahrscheinlich zustimmen. Und du? Ja, so würde ich da jetzt nicht ganz so umfassend sagen, aber wir kennen uns tatsächlich schon seit ewigen Zeiten, weil mein heutiger Schwager, ihren Bruder, ist mit mir schon im Kindergarten und in der Primarschule und dann später auch in Zeck und wir haben dann auch eine Clique gehabt miteinander. Und die kleine Schwöhe ist halt immer irgendwann einmal zwischen ihnen mitgekommen. Dann hat man ein bisschen schauen. Und so haben wir uns eigentlich schon, sie ist 3 Jahre jünger als ich, also wir haben uns eigentlich wirklich schon, also nicht gerade, als sie auf die Welt gekommen ist, aber wir haben uns relativ früh kennengelernt, haben uns dann aber einen Moment aus den Augen verloren, weil sie auswärts gegangen ist, ins Lehrersemi und studieren und ist dann zurückgekommen. Just, als sie zurückgekommen ist, haben wir uns dann wieder getroffen, in einer Bar, wo ich noch ein bisschen Musik aufgelegt habe. Wie alt sind ihr denn gewesen? Das war vor jetzt etwa 29 Jahren. Ja. Also kann man sagen, etwa 28, 27. Mhm. Und dann mit 30, als ich 30 geworden bin, haben wir dann geheiratet. Also wir sind jetzt gut 26 Jahre geheiratet. Und du hast nachher, oder ihr als Band, habt an eurer Konfirmation gespielt? Ja, es ist unser einziger Auftritt. Also wir sind das vierte, wir haben 3 haben den gleichen Gitarrenlehrer gehabt. Und, einer hat... Also haben alle nur Gitarre gespielt? Ja. Eine Band aus nur Gitarristen? Ja, fast. Also, und einer hat dann versucht zu singen.
Das bist nicht du gewesen. Nein, also es wäre noch schlimmer rausgekommen. Aber mein Bruder hat Schlagzeug gespielt. Und wir haben dann später, wo wir dann im Haus gewohnt haben, bei meinen Eltern haben wir im Keller unten einen Raum gehabt, wo das Schlagzeug gestanden ist. Und meine Marschallverstärker. Und dann habe ich wieder Zugang gehabt zu dem Schlagzeug und habe immer ein bisschen gespielt zwischendrin. Und das hat dazu geführt, dass wir dann für den Auftritt mit dieser Band, Trubadix haben wir geheißen, so haben wir auch betönt zwischendrin. Und da habe ich dann halt das Schlagzeug bedient. Ja. Ja, magisch. Der Trubadix ist ja der, wo man am Schluss immer hat knebeln bei Asterix und damit er gesungen hat. Gut, ja. So. Also, und Daniela hat sich das dann gewünscht, dass wir dort auftreten an dem Fest, vor der Konfirmation am Samstag. Und das haben wir dann gemacht, das war lustig. Jetzt muss ich gerade schauen, was ich dazu sage, weil ich habe mich jetzt gefragt, wenn sie sich das gewünscht hat und du jetzt vorher sagst, so haben ihr tönt, dann weiss ich nicht, was das jetzt über ihren Musikgeschmack aussagt. Sie hat eigentlich einen guten Musikgeschmack, aber sie hat auch ein grosses Herz. Aber, sehr schön. Lika, ich möchte gerne das noch vertiefen, was du jetzt vorher gesagt hast, wo du in Bewegung gekommen bist. Mit 50 nochmal Single, sich selber nochmal neu kennenlernen. Man ist ja immer auch eine andere Person in einer Partnerschaft. Dann ist es das Partnerschafts-Ich vielleicht. Sich neu entdecken. Das ist nicht ganz so einfach. Wie hast jetzt du das konkret gemacht? Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe probiert herauszufinden, was mache ich noch gern, was ich vorher gern gemacht habe. Und das auch probiert, allein zu machen. Oder habe weiterhin das gemacht, was ich gern gemacht habe. Und dann habe neue Sachen ausprobiert. Probiert neue Gruppen von Menschen kennenlernen, bin an Festivals gegangen. Mutig in dem Fall, auch ein bisschen. Ja, ich glaube, ja. Einfach, auch manchmal, also ich bin eigentlich immer schon jemand sehr selbstbestimmter gewesen, wo auch vorher schon gern allein fortgegangen ist. Aber es ist ja immer ein anderes Gefühl, wenn man weiss, dass man mit jemandem verbunden ist. Und dann, wenn man ganz allein ist und es vielleicht auch vermisst, um nicht mehr mit jemandem zusammen zu sein, ist es manchmal auch schmerzhaft, wenn man an Orte hingeht, wo man so gefühlt alle irgendjemand haben und man allein ist. Manchmal bin ich auch brüllend von einem Ort wieder heimgegangen. Und aber ja, ich habe mich einfach dem gestellt und habe es einfach immer wieder gemacht. Oder habe allein Veloreisen gemacht. Oder, ja, einfach so. Was heisst allein Veloreisen? Ja, also zum Beispiel Velofahren war etwas, was ich mit meinem Ex-Partner sehr gerne gemacht habe. Also Rennvelofahren. Und das war so sehr fest so, konnotiert gewesen, einfach mit unserem Zusammensein. Und am Anfang hat mir das wehgetan, um dann allein zu gehen. Und habe ihn dann wie vermisst. Und dann habe ich immer das Gefühl, das würde er doch jetzt gerne sehen oder ja, das genau. würde man miteinander teilen. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich halt einfach trotzdem immer allein gegangen. Und den ersten Sommer hat es mir so ein bisschen Mühe gemacht. Und dann den zweiten Sommer habe ich auf einmal gemerkt, ich kann jetzt einfach so schnell fahren, wenn ich mein Tempo fahre. Und eigentlich ist es viel lässiger, zum allein zu gehen. Dem gehen, wenn ich Lust habe und so weiter. Oder einfach sich, also diesen Sommer habe ich zum Beispiel ganz viel Bass gemacht. Und ja, einfach so, es ist wie so... Markus Merz nebenan. Ui. Es war wie immer so ein kleines Abenteuer mit mir selber. Ja. Also ich habe wie so wieder einfach die Freundin, die ich mit mir selber habe ich wieder entdeckt. Dass ich einfach immer eigentlich jemanden dabei habe, mich selber. Mit sich selber befreundet sein. Ist das etwas, was du kennst, Markus Merz? Ja. Ja, Punkt. Nicht mehr Auskunft. Ja, also ich kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen. habe auch ein Hobby, das sehr, ist eben nicht einsam, das stimmt überhaupt nicht, wo ich allein ausübe quasi. Also eines von diesen Hobbys, wo ich auch, mein Liebstes ist Flügelfischen und da ist man halt auch vielfach allein. Mit sich und mit der Natur. Die ist dabei, das ist klar. Und ab und zu ein Fisch. Und ja, diese Fisch, die begleitet mich
nicht so intensiv, wie ich mir das vorstelle. Also weil du selten fängst oder weil du eben selten kannst angeln? Ja, weil ich nicht so wahnsinnig viel fange, wie ich gerne. Ja. Das ist ja, finde das noch gut. Aber hier in der Region ist es erstaunlich, wie viel das man wirklich noch fängt. Aber ich gehe etwa auch Lachs fischen und dort ist es ein bisschen schwieriger. Aber rein die Tätigkeit vom Fischen ist schon etwas, was man halt dann allein macht. Und das geniesse ich eigentlich auch, ja. Aber ich bin auch gerne in Gesellschaft. Das ist nicht so, dass ich jetzt der reinste Einzelgänger wäre. Von dem her. Ja. Aber du kommst mir sowieso vor wie jemand, der so ein bisschen unterschiedliche Seiten hat. Du hast gerne Appenzeller Zäuerli, du hast aber auch sehr gerne Heavy-Metal-Musik, die du manchmal beim Heimfahren, du pendelst ja zwischen Herisau und Zürich, hörst. Was sind das für zwei Seiten in dir? Keine Ahnung. Also ein Teil hat sicher auch damit zu tun, dass ja meine Eltern sehr unterschiedlich waren. Also der Vater, der der rationalere Typ. Also der Hans-Rudolf Merz, muss man sagen, der Altbundesrat ist dein Vater. Genau. Wo er der Intellektuellere war und die Mutter, die eher die Emotionale war. Sie ist katholisch aufgewachsen, reformiert. Sie hat dann konvertiert. Aber ich glaube, das Katholische, das hat dann schon auch jemand durchgedockt. Zum Beispiel? Ja, dass man es ist eher so ein bisschen das Bejahende. Ja, lebensbejahend ist er auch. Also, der Vater ist auch lebensbejahend. Aber so ein bisschen die Art und Weise, das auszudrücken, wenn man so bei den Katholiken an die Fasnacht denkt, und zwar die eher festlichen oder gewisse Exzesse, was es manchmal schon gibt. Ja, das ist schon gerade ein bisschen übertrieben, aber sie ist da eher in die Richtung offen gewesen. Ich glaube, die beiden Seiten, die habe ich ein Stück weit auch mitbekommen. Da bin ich auch sehr froh drum, muss ich sagen. Und das andere mit der Musik, ich meine, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, oder wir haben damals halt so Musik gehört schon. Also, mein Schwager hat, glaube ich, Irrtum vorbehalten, einen Fanclub gegründet in der Schweiz für Iron Maiden. Und wir haben da recht, Venom und so, habe ich einmal noch gehört, also recht harte Musik. Und das Verbundene mit dem Folkloristischen oder das Volksverbundene oder das Volksmusik Verbundene ist auch erst später gekommen, wo ich auch gelernt habe, schätzen, dass es so einen Brauch bei uns gibt. Ja. Wie jetzt zum Beispiel Silvester Klaus. Und ich würde so ein Zeug daheim nicht auf CD hören. Ah, sondern? Nicht. Also ich habe es immer sehr berührend gefunden, zum Teil wirklich so Tränen berührend, wenn man dann auch in einem Restaurant war, ein bisschen ausserhalb, Zerisau, wo dann vielleicht ein paar Bauern da sind, oder wenn nicht alles Bauern waren, aber und am Stammtisch und dann angefangen haben zu zaubern am Abend. Oder? Und das ist schon noch, das geht sehr tief. Und jetzt merke ich gerade, wie der gerade emotional. Ja, okay, das glaube ich auch. Und Silvester ist auch so etwas, oder am Morgen. Aber darf ich kurz nachfragen? Kannst du mir erklären, warum du dort emotional wirst? Ich weiss, es berührt mich. Oder? Ich finde die Art, das hat doch etwas Melancholisches, das Ganze. Das Zaubern ist ja nicht ein wahnsinniger Hüpferjodel, sondern es ist ja sehr ein getragener Gesang. Ein Naturjodel? Es ist ein Naturjodel, es ist ein wortlos, es ist sehr getragen, ruhig, eher langsam, so leicht melancholisch mit diesen prägenden Stimmen. Und dann in der Regel eine, normalerweise, wo mit, ja, wenn es wirklich schön und gut ist, mit glasklaren Glockenstimmen oben durch. Und ich finde das wahnsinnig eindrücklich. Und das berührt mich immer. Und darum, das eine ist geblieben und das andere ist wieder zugekommen. Darum ist das so. Die Lika Nüssli nebendran nickt. Du bist ja im Restaurant aufgewachsen, im Schöffli in Gossau. Ist das bei euch auch gewesen? Ja, das hat es manchmal auch gegeben, dass einfach plötzlich dann spontan angefangen haben zu säuerlen miteinander. Und, also ich kann das total nachfühlen, da muss man gerade planen. Ja. Also da ist einfach die Stimme, also Stimme an sich, das ist einfach etwas, was berührt. Und dann noch so auch zum Teil auch fast ein bisschen zerbrechlich. Und dann auch noch Männer, wo wirklich die ja, das ist einfach wirklich sehr emotional. Wobei bei uns manchmal auch Frauen gesungen haben. Ja. Also es war auch gemischt gewesen. Und mein Papi hat selber auch gejodelt. Und da ist also halt wirklich, der ist auch im Jodelchor in Herisau, bei den Alpenblumen. Und ja, ich habe das immer auch, ja, das hat mich einfach begleitet und ist tief gegangen.
Jetzt habe ich bei Markus vorher die 2 Seiten angesprochen mit der Musik. Ich frage mich, ob es bei dir, also es gibt ganz sicher 2 Seiten, aber etwas, das ich möchte hervorheben möchte, ich nenne dich Lika Nüssli, du nennst dich selber Lika Nüssli, aber eigentlich heisst du ja Angelika. Mhm. Was ist die Angelika anders, wo die Lika nicht ist? Warum bist du nicht mehr die Angelika? Also den Engel vorne habe ich weggelassen. Mhm. Ich glaube, ich musste mich wirklich emanzipieren von dieser Angelika, die ich war früher. Mit der dicken Brille, die ein bisschen Aussenseiterin war. Ja, also ich glaube, ich habe mich einfach wie selber neu erfunden. Ich glaube, als ich angefangen habe, richtig erwachsen zu werden. Und es ist einfach auch ein Künstlername, Lika Nüssli. Nennt dich denn jemand Angelika? Ganz wenig Menschen noch. Und es tut mich aber dann immer sehr berühren. Also, da ist dann schon, also, ja, ich bin halt gleich die Angelika. Ja. Und das ist mega schön, wie mir über die Angelika sagt. Aber wenn du mit dir selber sozusagen redest, was sagst du? Angelika. Ja, spannend. Das erzählt Lika Nüssli hier in der Sendung persönlich auf SRF 1, zusammen mit dem CEO von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Markus Merz. Eben CEO, das heisst so Chef über alles. Was gefällt dir an diesem Job? Ganz viel. Auch wenn es ein paar andere Seiten gibt. Aber es ist, also ich finde, inhaltlich ist es sehr spannend. Ich finde, so eine Psychiatrie ist ein spezieller Ort. Ist aber nicht mehr der Ort, wo er vor 50 Jahren war. Da hat sich ja wahnsinnig viel verändert, auch in den Behandlungsmethoden, auch im Zugang, auch in der Art und Weise, wie man aufgenommen wird und wieder rausgeht. Und psychische Gesundheit insgesamt versteht. Gesundheit ist mittlerweile ein gesellschafts- oder salonfähiges Thema. Ist nicht immer so gewesen. Ja, man denkt nur, oder wie man früher das genannt hat, oder? Irgendwie Klapsen oder weiss ich was. Ja, die ersten, es waren Asyl oder Irrenanstalten, genau. Nervenanstalten. So. Zum Teil ist es bei den Leuten noch im Kopf. Wir haben ja bei uns jemanden in der Schule, der auch einen Bruder hatte, der Psychiatrie, und das ist für uns ist das schon noch speziell gewesen, sage ich mal so. Und heute wäre das wahrscheinlich anders. Also man würde heute wahrscheinlich anders mit dem Faktum umgehen. Das ist ein Teil. Also der Inhalt selber interessiert mich sehr. Auch, wir haben auch daheim, mein Vater hat eine grosse Bibliothek gehabt mit einem Haufen Literatur in die Richtung. Wir haben einmal Rorschach-Tests daheim gehabt. Mit dem Tintenfleck, wo man dann nachher muss sagen, was man sieht. Die Tests, die er einmal da mit uns auch jemand gemacht hat. Ja, also von dem her inhaltlich hat es mich immer ein bisschen begleitet. Und das andere ist die Aufgabe an sich. Ich glaube, ehrlicherweise muss man sagen, man braucht einen gewissen Führungsanspruch. Sonst geht das wie nicht. Und es ist etwas so eine Aufgabe ist eine sehr vielseitige Aufgabe. Wir beschäftigen etwa 2'500 Leute in über 50 Berufsgruppen. Und das ist wie an 20 Standorten. Das alles unter einen Hut zu bringen und zu koordinieren und die verschiedenen Themen vom Veloständer bis auf zu der Strategie, das ist wahnsinnig interessant. Und manchmal auch streng und bemühend. Aber es ist im Grundsatz wirklich extrem spannend. Man muss ein Gespür fürs Relevante haben. Interessant ist ja, du bist vorher auch an der Psychiatrie in Wil Direktor gewesen, jetzt eben in Zürich. Ursprünglich hast du aber das KV gemacht im Teppichgrosshandel. Das hat jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Oder sehe ich etwas nicht? Ja, also wir haben auch Teppich in der Klinik. Ausser, dass du in der Teppichetage schaffst, sozusagen. Ja, im Büro habe ich noch einen, aber sonst hat die Etage fast keinen Teppich mehr. Nein, natürlich, ja, es hat wenig zu tun. In meinem Leben ist auch viel einfach passiert. Also ich bin nicht jemand gewesen, der von Anfang an gefunden hat, ich muss jetzt da irgendwie CEO werden von einer Psychiatrie, von einer grossen. Das ist nicht mein Plan gewesen. Also ich habe das KV gemacht, bin Lobbacher damals noch, Gabana, in Herisau, hatte eine Auswahl gehabt, erstaunlicherweise, zwischen 2 Stellen, und bin dann von dort aus
Nach kurzem im Textil hier in St. Gallen, beim Textilmanipulant. Und nachher bin ich in der HWV, also heute das Fachhochschule. Und von dort ist es dann ziemlich wild weitergegangen. Also ich bin dann, habe mich dann eingekauft in einer kleinen IT-Firma, wo wir dann das 5. hatten als Partner. Und dann bin ich nach Bad Ragaz, Grand Resort, damals noch Grand Hotel. Und dann bin ich noch 2 Jahre im Gottlieb-Duttwiller-Institut in Röschlikon als Stellvertreter. Und dann bin ich zufällig mehr oder weniger in Wil gelandet. Also jetzt musst du erklären, zufällig. Man wird ja nicht zufällig Direktor oder CEO. Nein, ja, wohl. Du musst uns erklären, was das für ein Zufall ist. Also, meine Frau hat auch mit uns zusammen gearbeitet, hat damals noch am Anfang eine Freundin. Und sie hat dann bei uns in dieser IT-Firma angefangen, obwohl ich das nicht so gerne gesehen habe. Aber weil ich gefunden habe, mit der Freundin zusammenarbeiten ist noch heikel. Aber es ist dann gut gekommen, sie ist dann Geschäftsführer geworden. Und ihr seid bis heute zusammen? Ja. Wir sind bis heute immer noch geheiratet und gut geheiratet. Und dann haben wir dann beide gefunden, jetzt ist wirklich Zeit, um etwas zu verändern für beide. Und ich habe ihr damals ein Stelleninserat hergelegt, wo ich gesagt habe, du musst dich da bewerben. Die suchen genau die. Sie hat einen juristischen Bildungshintergrund, einen ökonomischen Bildungshintergrund. Sie war ursprünglich Primarlehrerin gewesen. Also, es war so eine Aufgabe gewesen, der Stiftung für Arbeit, wo mit der Langzeitarbeitslosen, mit der Reintegration, wo ich gesagt habe, das ist genau dein Job. Sie hat gesagt, du musst dich bewerben, obwohl die Frist abgelaufen ist, und sie ist nachher hergekommen. Und heute ist es ja ein grosses Unternehmen. Und das Gleiche ist dann passiert mit dem Wil, wo sie dann mit dem Inserat zum Meer gekommen ist und gesagt hat, du musst mal das Inserat. Also Sie sind eigentlich sozusagen gegenseitige Stellenvermittlungsbüros. Genau. Ja. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, ich gehe in eine Psychico arbeiten. Und dann noch als Leiter Personalwesen damals, ein stellvertretender CEO, gesagt, ich bin kein Personaler. Also ich hatte den Hintergrund nicht und eben Psychiatrie und so. Und sie gefunden, jetzt musst du dich bewerben, weil das hat Potenzial. Und dann habe ich gesagt, gut, also. Und dann habe ich mich beworben und dann bin ich hergekommen. Und dann bin ich als Stellvertreter eingestiegen, im Juli 10 und dann im Mai 11 bin ich dann CEO geworden. 42, ja. So sieht es aus, wenn der Zufall zuschlägt, offenbar. Ja. Lika Nüssli, dein Werdegang ist auch, du hast unterschiedliche Sachen gemacht. Eben, zuerst hast du eigentlich auch eine Lehre gemacht im Textilbereich, später Künstlerin geworden. Jetzt, bevor wir wirklich über deine Arbeit selber reden, möchte ich noch etwas ansprechen. Nämlich, ich habe dich kennengelernt, weil ich in einem Café ein Buch von dir angeschaut habe, das du geschrieben und illustriert hast, nämlich über deine Mami, die an Demenz erkrankt ist. Das sprechen wir nachher gerade an. Aber für all die Leute, die hier zulassen, deine Arbeit nicht kennen, wie würdest du beschreiben, was deine Arbeit ausmacht, was deine Arbeit ist? Alles, was ich mache, eigentlich, ist sehr erzählerisch. Ich suche eigentlich in verschiedenen Medien immer wieder eine Sprache, eine Bildsprache eigentlich, sei es jetzt in Zeichnungen, in Aquarell oder auch in Installationen oder Performances, geht es mir eigentlich immer darum, zum Geschichten zu erzählen oder auch Geschichten zuerst einmal erfahren und sie dann nachher wieder neu zu erzählen. Und ich suche eigentlich immer wieder eine neue visuelle Form davon. Also etwas, wo einem vielleicht auch anmacht, zum Anschauen oder wo etwas auf eine neue Art kann erzählen oder einem kann berühren. Also Bilder berühren einem ja manchmal ganz anders als Wort. Würdest du sagen, die Bildsprache ist mehr deine Sprache als das Wort? Oder würdest du das nicht so unterscheiden? Also ich arbeite auch sehr gerne mit Worten. Ich schreibe ja auch meine Bücher selber und tue das eben auch gerne kombinieren. Also, dass ich auch Text und Bild auch ein bisschen aneinander reibt oder wie im besten Fall etwas Neues können erzeugen miteinander. Trotzdem denke ich, dass ich zu Bildern einfach noch einen assoziativeren Zugang habe. Das ist auch etwas, wo ich bin ja auch viel allein am Arbeiten und
Also da komme ich auch so ich denke in so eine Atmosphäre rein, wo auch Sachen passieren, die ich nicht ganz klar kontrollieren kann. Und Worte sind ja eher kontrollierend und beschreibend. Und Bilder, die funktionieren manchmal wie auf einer anderen Ebene. Und, darum habe ich schon das Gefühl, ist so das Magische von einem Bild, wo man manchmal auch gar nicht ganz genau erklären kann, was jetzt das Bild genau aussagt, ist mir, glaube ich, viel näher. Du hast jetzt vorher gesagt, wo du Geschichten auswählst, das finde ich interessant. Die Frage ist immer, was für Geschichten wählt man aus, wo man erzählt, wo man zeichnet, wo man darstellt, illustriert. Und bei dir habe ich das Gefühl, hat es irgendeinen persönlichen Bezug. Also das ist dir schon wichtig, dass es etwas von dir, glaube ich, auch von deiner Geschichte drin hat, oder korrigier mich? Nein, das ist schon so. Also es sind immer so Sachen, die mich persönlich bewegen. Also entweder ist es etwas, wo ich jetzt ganz in meiner Herkunftsfamilie oder bei mir selber irgendwie erfahre, wo ich irgendwie das Bedürfnis habe, um das zu bearbeiten. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die von außen an mich herantreten. Also sei es jetzt zum Beispiel eine Fluchtgeschichte oder Menschen, die zum Beispiel in Paris, wo ich war, bin ich dort, ich habe dort eine Residency gemacht. Und dann sind dort am Kanal hat es ganz viele illegale Flüchtlingszelte gehabt. Und das hat mich einfach so bewegt. Und dann bin ich auch dort einfach arbeiten, malen und zeichnen. Und ja, genau, weil ich das einfach irgendwie verarbeiten oder irgendwie probieren zu integrieren. Also für dich ist Kunst machen auch eine Form von die Welt verstehen, die Welt besser verstehen? Ja, genau. Ja. Oder auch den Mut haben, um auf etwas zuzugehen. Jetzt zum Beispiel bei diesen Flüchtlingszelten. Da wäre ich jetzt nie angegangen, einfach so mit diesen Menschen zu reden. Da hätte ich mich ein bisschen geniert, oder? Oder die Hemmschwelle ist einfach gross. Aber wenn ich mit meiner Arbeit dort hin, dann kann ich auch einfach mich ein bisschen mit meiner Arbeit beschäftigen. Und dann entstehen wie von allein plötzlich, sind dann die Leute ja von allein und dann gefragt, was ich da mache. Und so bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und für mich ist es, glaube ich, immer wieder die Verbindung zu anderen Menschen, zu Orten. Ja, die Verbindung zu der Welt eigentlich, meine Kunst. Und darum mache ich, glaube ich, auch eine Kunst, die man wieder lesen kann. Und ja, wo man wieder für sich etwas, also wo auch wieder auch ein Sendungsbewusstsein eigentlich hat. Kommunikation. Ich habe es am Anfang angesprochen. Ihr habt etwas, das euch verbindet, nämlich, dass eure Mami jeweils, das ist ja nicht das gleiche Mami, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Bei den Müttern. Genau, eure Mütter an Demenz erkrankt sind. Demenz ist eine ganz brutale Krankheit. Man könnte vielleicht sagen, der Mensch wird wie geistig zersetzt, er wird wie zu einem anderen Mensch. Das ist über Jahre oft, geht das. Bei euch ist es auch so gewesen, die Mütter sind zu Pflegefällen geworden. Ich frage jetzt einfach mal ganz einfach, wie bist du, Markus, mit dem umgegangen? Ich habe ein bisschen den Vorteil gehabt, um bei der positiven Seite anzufangen, dass ich hier schon in Wil gearbeitet habe und wir ja auch eine alterspsychiatrische Abteilung hatten und ein Pflegeheim für psychisch und geistig Behinderte, wo mir natürlich den Zugang ein bisschen erleichtert hat, weil ich auch das professionelle Umfeld hatte, wo ich mich informieren konnte. Also ich konnte dann bei der Pflegeleitung entsprechend einmal nachfragen, wie ist das mit der Kommunikation mit demenzerkrankten Leuten. Das ist eine spezielle Kommunikation, wo man mir immer gesagt hat, das solltest du möglichst nicht negieren, zum Beispiel. Das sind so Themen, wo ich natürlich ein bisschen einen Vorsprung hatte, rein aus dem professionellen Hintergrund, obwohl ich Ökonom bin. Aber, da hat natürlich vieles erleichtert. Aber emotional nicht unbedingt? Emotional ist es nicht immer einfach gewesen, natürlich nicht. Zu sehen, wie jemand sich verändert und zurückzieht. Ob aktiv oder passiv, kann man dann nicht beurteilen. Aber eine Frage, die mich sehr viel umgetrieben hat, ist die Frage, wie geht es ihr wirklich? Oder? Weil sie hat ja am Schluss nicht mehr kommunizieren. Es ist ja dann gar nicht mehr gescheit zum Maul rausgebracht, quasi. Und
hat auch nicht mehr mitbekommen, was man geschwätzt hat. Das ist einfach... Und dort, wenn man reinkommt, die Frage, passiert etwas in einer Reaktion, oder wenn man das Gefühl hat, sie ist heute schlecht drauf, oder hat das Gefühl, der geht so schlecht und so. Auf die andere Seite, ich habe noch mal einen scheiß Tag. Also, oder? Dann bin ich halt auch nicht gut drauf. Und dann darauf zu schliessen, dass jemandem nicht gut geht, finde ich, geht ein bisschen schnell. Und was in ihr wirklich vorgeht, ich habe keine Ahnung. Und das ist eine Frage, die für mich wie bis heute wirklich unbeantwortet bleibt, obwohl man bei uns auch zu dem Thema teilweise forscht. Aber ich habe das wie nie erlebt. Das ist, glaube ich, für mich ist das sehr, sehr, das habe ich noch streng gefunden. Die Frage, wie geht es ihr so schlecht, wie mir das von außen ihr zugeht, also nachsagen, oder? Also interessant, weil du sagst, wie die Zugänglichkeit zu dem Menschen ist nicht mehr rum. Es ist für mich wie einfach nicht mehr greifbar. Ist das dir ähnlich gegangen, Lika? Oder wie hast du das für dich integriert, wie du es jetzt vorher auch in Bezug auf Kunst gesagt hast? Also mir hat meine Mami schon auch leid, wo sie dann nur noch so ein bisschen da gehockt ist. Und sie ist früher noch sehr, also sie hat immer etwas gemacht eigentlich. Sie war sehr eine aktive Person gewesen. Ich habe aber, glaube ich, nicht so Mühe gehabt mit dem Zustand. Einerseits habe ich, glaube so wie mit ihr alles schon so ein bisschen besprochen gehabt, also es sind so keine Ressentiments mehr rum gewesen. Und ich bin dann einfach, also es ist aber auch für mich nicht einfach gewesen, dass ich nicht mehr reden mit ihr. Aber ich habe dann angefangen, zum einfach dort zu sein und zeichnen und dort beobachten. Und eben, es ist dann für mich auch wie ein Projekt geworden. Und ich habe dann auch viel witzige Sachen wahrgenommen, wo die Leute zum Teil ganz lustige, absurde Gespräche miteinander geführt haben. Das kann man eben auch nachlesen. In dem Genau. Buch, genau. Und also ich bin auch so ein bisschen zur Beobachterin geworden dort. Und es hat mich auch erinnert an früher, wenn ich mit meiner Mami zusammen gesessen bin und sie hat gelismet oder gestickt am Tisch und ich habe gezeichnet, eben zum Beispiel am Sonntagmorgen im Lehrerrestaurant, wenn wir persönlich gelassen haben. Und obwohl eben eine grosse Veränderung schon stattfindet mit dem Mensch, habe ich trotzdem gefunden, dass eigentlich ihres Wesen, ihres Kernwesen, ist am Schluss immer noch da gewesen. Spannend. Was ich am meisten an ihr geschätzt habe, die Liebe und Zugewandtheit, ist irgendwie immer noch da gewesen. Also, wenn du sagst, es hätte so auch lustig, ich meine, es gibt auf dem ganzen Weg, das ist jetzt, bei 8 Jahren sind das globales Jahr, da hat es natürlich Situationen gegeben zum Totlachen. Situationskomik. Ja, also völlig. Ich weiss nicht, da würden wahrscheinlich andere Familienmitglieder unterschreiben. Also wenn du ins Restaurant bist, essen und dann fängt sie an, Servietten verschneiden, in der Meinung, es ist ein Herdöpfel. Das ist eigentlich ist es ein tragischer Vorgang, oder? Wenn man merkt, dass jemand nicht mehr unterscheiden kann. Aber von außen gesehen und in der Situation, da hat es manchmal Situationen, da hättest du dich krank lachen. Ja, obwohl es eigentlich, oder, so tragisch komisch, aber das gibt es natürlich schon auch. Und die muss man auch wie können nehmen. Und ich glaube, man darf dann auch lachen. Und man darf dann auch, oder es muss einfach, dass für den betroffenen Menschen nicht verletzend wird. Das ist dann manchmal gefährlich, aber eigentlich in der Situation ist es... Es gibt ja auch eine Lockerheit, oder? Ja, natürlich. Bei uns war beim Essen auch mal so lustig gewesen. Da hat meine Mami, also sie war 2-mal geheiratet gewesen. Dann hat sie für ihre beiden Männer getischt. Also für ihre... Mein Papi hat dann auch ein bisschen Mühe mit dem, dass jetzt Lara an den Tisch kommt. Sehr schön. Du, Markus, bist ja aufgewachsen in Herisau, in einem Block mit lauter Kindern um dich herum, Wald in der Nähe. Deine Mama war interessanterweise auch Künstlerin, wie die Lika. Aber in dieser Kindheit, dort ist es ein bisschen rabiat zu und her gegangen. Du hast mir erzählt, da hat es schon mal ein bisschen Narben gegeben oder du bist einmal gefangen genommen worden. Was ist da passiert? Ja, tatsächlich, ich bin ja, also man muss wirklich sagen, von der Umgebung her wahnsinnig behütet aufgewachsen. Im Sinne von, ist ein grosser Wohnblock gewesen, beziehungsweise 2 nebeneinander, hat es wahnsinnig viel Ofen gehabt und ich kenne heute noch ganz viele Leute aus dieser Zeit. Und da hat es tatsächlich hinten gerade einen Wald gehabt, den Brühlbach und dann das reiche Wäldchen hinten, hat dann ein Bauer reich gehört früher und weit hinten Richtung Orion, für die vielleicht ein bisschen ortskundig sind, ist dann das Sädelwäldchen gewesen. Und da hat es wie so Gangs gegeben.
Die vom einen und die vom anderen Wäldli. Genau, bei uns dann noch die Häusli-Buben, das sind dann die ganz Bösen gewesen, die Älteren, oder, wo wir alle raufgeschaut haben, die haben immer so Baumhütten gebaut und so, und wir haben das immer wahnsinnig bewundert. Und da hat es so wie so Games gegeben, und dann also ich übertreibe jetzt wirklich, aber so Schlachten. ist man da so, also das Sädelweltli gegen das Reichelweltli, und dann ist man da aufeinander los. Und ich meine, das Erinnerungsvermögen des Menschen ist mäßig zuverlässig, wissen wir heute aus der Forschung. Aber da sind wir sozusagen alle auf dem gleichen Stand. Genau. Also von dem her kannst du ruhig erzählen. Es gibt einfach eine Geschichte, also, wo ich glaube, der dann gesagt habe, wo jemand da eine Narbe hatte, also einen Schmiss in der Backe. Von uns Jungen, das war ein bisschen älter, und da hat man immer gesagt, das käme von einem Bieli. Oder? Und einfach so zum Illustrieren, wie es da. Und dann haben sie mich dann einmal gefangen genommen, und dann haben sie mir einen Bomben gebunden, glaube mit Draht. Also in dem anderen Wäldli auch? Nein, im eigenen Wäldli. Sogar. Also wild. Und nein, nachher? Also, unterm Strich. Nachher, ich bin dann irgendwann mit der Feier gebrüllt, natürlich. Ja. Also, ich bin jetzt auch nicht. Das war immer gerufen. Ich bin noch bis etwa 7, glaube ich, da gesehen. Dann sind wir dann gezögert. Aber also noch sehr jung. Und es war super gewesen. Aber so Episoden gibt es nicht. Und einmal etwas, was mir wirklich eingefahren ist, was jetzt aber mit dem Abiate weniger zu tun hat, ist, wir haben, glaube ich, im 4. oder 5. Stock gewohnt, und das Küchenfenster gegen den Wald raus. Und da hat es grosse Tannen im Wald. Und auf das Mal hängt irgendein zuoberst auf dem Spitz und schwankt auf dem. Was? Und Mutter und ich sind in der Küche gestanden, und ich bin massiv verschockt. Und ich dachte, leck, wenn der runterfällt, oder? Und das war eben einer von diesen krassen Typen. Von den Häusli-Buben. Der hat ja gerade mal demonstriert, was er kann. Ja. Du bist der älteste von 3 Buben. Ja. Was war deine Rolle in dieser Familie? Ja, also ich habe schon ein Stück weit, ja, nicht gerade eine Erzieheristik, aber fast ein bisschen so, also gerade gegenüber dem Jüngsten, oder? Der Mittler ist 2 Jahre, der Urs ist 2 Jahre jünger, der Felix ist 7 Jahre jünger. Und gerade gegenüber dem Jüngsten habe ich schon manchmal auch so eine Art wie eine Vaterrolle übernommen, weil unser Vater viel im Ausland war, auch beruflich. Also, Zuerst noch im Studium, wo du geboren bist? Als ich geboren wurde, war er noch im Studium, genau, und hat sich das Geld anders müssen verdienen noch, und dass wir überhaupt können die Wohnung zahlen, so wie ich das mitbekommen habe. Und nachher, und wo dann mein jüngster Bruder auf die Welt gekommen ist, sind wir dann eben gezögert. Da bin ich gerade etwa 7 gewesen. Und mein Vater ist dann da immer erfolgreicher geworden, auch beruflich, und ist einfach auch mehr im Ausland unterwegs gewesen. Und dann habe ich natürlich schon ein Stück weit die Rolle müssen wie ein bisschen füllen. So. Und dann bin ich natürlich der Vorpfader, oder? Also, der Älteste, was nicht, wie es bei anderen gesehen ist, wenn ich so höre, gibt es durchaus noch andere, die das so sehen, ist, dass der hat am wenigsten Tören. Mhm. Also, mir ist das Regime daheim noch am striktesten gewesen, und dann beim Jüngsten, ich meine, der hat dann, aus meiner Sicht, hat der alles Tören. Ja, das ist immer die Sicht von der Ältesten auf die Jüngsten. Aber es ist interessant, bei der Lika, du bist ja die Jüngste, bist aber auch das einzige Kind von deinen Eltern, hast mehrere Halbgeschwister, die viel älter sind als du. Würdest du das bestätigen, dass du am meisten hast dürfen, oder haben deine Geschwister die auch so auf dich geschaut, die dürfen alles? Das auf jeden Fall, ja. Ich hatte eigentlich dann nachher alle Möglichkeiten gehabt. Ja, also meine Eltern sind dann auch also finanziell an einem anderen Ort gewesen, und das war schon so gewesen, dass ja, meine Geschwister, die sind auch ganz anders aufgewachsen als ich. Also bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Also meine beiden Eltern haben vorher schon mal geheiratet und haben Kinder in diesen ersten Ehen, und nachher bin eben ich als Einzelkind dann von meiner Mami und meinem Papi auf die Welt gekommen. Und also die Kinder von meiner Mamis Seite, die sind viel katholischer aufgewachsen als ich. Streng, genau. Und mein Papi ist eben ist so mehr ein freiheitsliebender Geist gewesen und ein Reformierter. Und dann hat dann nachher bei mir meine Mami hat sich dann eben auch ein bisschen angepasst, und sind auch beide sehr beschäftigt gewesen im Restaurant. Und
ich habe ganz vieles dürfen und bin aber auch unterstützt worden in dem, wenn ich dann nachher später auch habe lernen und so. Und da hat es dann natürlich schon einmal auch ein bisschen Eifersüchteleien gegeben unter den Geschwistern. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber ja, etwas wollte ich noch sagen, ab dem bin ich noch ein bisschen festgehangen, weil wir haben eben auch einmal so Fäden gehabt. Und also, vielleicht bin ich auch ein bisschen ähnlich aufgewachsen wie du. Wir haben auch Baumhütten gebaut, aber zum Schmusen, nicht zum... Ja, also die Eltern werden ja auch erfahrener. Ja. Oder? Mit jedem Kind kommt wieder mehr Entspannung rein, weil man weiss, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm rausgekommen, oder? Und jetzt kann man da noch ein bisschen mehr reingeben. Also ich glaube, das hat schon auch mit dem zu tun. Also ich würde das pro Eltern sagen. Ist noch spannend. Also ich glaube, etwas, was euch beide ja verbindet, ist, dass ihr die Schule nicht so mega gerne habt. Du hast, Markus, von dir als Lernfool geredet. Du, Lika, hast noch mehr lieber eben gestaltet und so weiter. Ich glaube, die Schule auch nicht gleich gerne gehabt. Und du, Markus, hast dann entsprechend viel mehr Eishockey gespielt, was deine Eltern nicht so gefreut hat, weil sie haben gefunden, du sollst ins Gymi. Du hast die Gymi-Prüfung probiert, hast, glaube ich, die Semi-Prüfung probiert, bist durchgerasselt und irgendwann hat es geheißen, der Bub geht in eine Privatschule und hört auf mit dem Hockey. Wie erfolgreich war die Erziehungsmethode? Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Also das erste Mal, ja, ich habe es zugespielt. Genau. Also in der Zeit, wo ich Hockey gespielt habe, ich mit etwa 5 angefangen, oder 6, bis irgendwo um die 16, 17. Und in dieser Zeit haben sie mich natürlich sehr unterstützt. Also das ist überhaupt keine Frage. Und ich weiss, Mutter hat auch uns auch bringen und am Anfang den Schlittschuh binden und so. Und früher sind ja immer die Eltern gefahren, wenn man Auswärtsspiele hatten, Weinfelden, Frauenfeld, Feldkirch, Lustenau, egal. Und heute haben ja alle einen Bus. Heute müssen ja alle mit dem Bus fahren. Und früher sind natürlich die Eltern gefahren. Und da hat man auch die alle kennt. Und das war wirklich ganz schön gewesen. Und da muss ich sagen, meine Eltern haben mich dort sehr unterstützt. Und mein Vater war ja damals Präsident vom Schlittschuhclub Herisau. Relativ lang, von 69 bis 83, hat Vorbehalt, oder 82. Und also genau in dieser Zeit hinein. Und von dem her, es ist einfach am Schluss dann um meine Bildung gegangen und um meine Zukunft. Und dort hat dann der Spass aufgehört. Dort ist dann auch das Verantwortungsgefühl auf das Mal anders geworden. Und du hast es gesagt, ich habe das eine oder andere einfach versieben lassen, oder? Ich habe ein paar Mal gewisse wirklich noch. Und man hat auch immer das Gefühl gehabt, ich müsste irgendein Studium machen. Und ich habe das wie nicht wollen, eigentlich, tief hinein. Und dann bin ich dann ein Jahr lang, es ist am Schluss nur ein Jahr geworden, oder? In dieser Schule. Und dort weiss ich nicht, der Rektor und mein Vater haben dann gefunden, du, jetzt einfach, wäre Zeit einmal für deine Zukunft zu schauen. Also entweder Hockey oder sonst wirklich auf Bildung, oder? Und dann, was machst du denn? Ja, was machst du? Dann entscheidest du ja mal für die Bildung. Ich meine, ich bin gut gewesen, wirklich gut, glaube ich. Aber es hat ja wie so eine professionelle Laufbahn, wie das heute unter Umständen möglich wäre, ist da natürlich noch kein Thema gewesen. Also mit der Jörg Eberle ist, glaube ich, einer der ersten gewesen, der Profi geworden ist in der Schweiz. Und nachher hat er so relativ lang gebraucht, bis sich das alles so entwickelt hat wie heute, oder? Ich meine, dort mal NHL weiter weg. Wir haben aber noch aus irgendwelchen Videos Tören im Trainingslager, wo wir noch schauen, wie die da ohne Helm und ohne Zähne gespielt haben. Also absolut Action, Brutalität, ja, das hast du geliebt. Ja, und dann habe ich nachher auch nochmal versucht, wieder anzufangen nach dem Jahr. Da hat dann aber, weil ich eben so lernfaul bin, eben noch nicht wirklich funktioniert, weil ich dann die Disziplin nicht hatte, auch wieder wirklich so aufzuholen, wie ich hätte müssen, weil der Rückstand ist nach einem Jahr jetzt auf dem Niveau. Und hat dann aber Alternativen überlegt, wie American Football oder wie Handball, finde ich auch, ist ein Sport, was noch echt zur Sache geht. Das Schütteln hat mich jetzt nie so interessiert. Dann geht man schneller auf den Rasen, meinst du? Lika, du hast jetzt irgendwie nachdenklich zugelassen. Ich bin nicht sicher, ob du wie eine Parallele gesehen hast oder was in dir vorgeht. Ja, also ja, wie es dazu kam, ist, dass ich nachher deinen Weg so gegangen bist. Ja, genau. Also der Punkt ist, vielleicht nehme ich das auf, oder? Du hast vorher gesagt, du bist die mit den dicken Brüllen gelesen gewesen, hast eben ein bisschen in deiner Fantasiewelt gelebt und so weiter. Dich, glaube ich, in der Schule manchmal auch ein bisschen am falschen Ort gefühlt oder jedenfalls falsch gefühlt. Genau. Ich habe dann auch so innere Barrieren aufgebaut und gar nicht so können lernen. Ich war auch einfach sehr rebellisch gewesen. Und habe eigentlich immer irgendwie so ein bisschen, ich habe mich einfach gegen das wehren, dass ich irgendwie nicht dazugehöre. Und
Und dann gibt es ja, man muss es einen Moment geben haben, wo du gemerkt hast, nicht ich bin falsch, sondern ich bin einfach am falschen Ort. Ja, das ist dann noch länger gegangen. Ja, und also ich habe auch zum Beispiel nie Hausaufgaben gemacht. Ich weiss nicht, wenn ich den Mut hatte, um jeden Morgen zu kommen und zu sagen, ich habe keine Hausaufgaben, ich habe es vergessen. Ja. Heute kommt mir da manchmal ein bisschen zu gut, um auch ein bisschen Sachen auf der Seite zu lassen, die nicht so wichtig sind. Ja, und eben das Einzige, wo ich dann eigentlich noch so ein bisschen gut war, ist im Gestalten gewesen, weil ich das halt auch selber immer gemacht habe. Außer dem Kopfrechnen, das hat mein Papi auch nicht geübt mit mir. Und es ist halt auch ein bisschen so gewesen, dass also meine Eltern haben mich einfach so akzeptiert, wie ich war. Auch wenn ich also gerade eine schlechte Note im Zeugnis, aber mein Papi hat mir gleich immer einen 5 lieber gegeben und gesagt, das ist gut. Und dann, also eigentlich bin ich eben im Zeichnen, das war eigentlich so mein bestes Fach gewesen. Und ich habe das sowieso immer gemacht. Ich wollte eigentlich einfach Künstlerin werden. Und dann habe ich wobei eine Zeit lang habe ich noch gedacht, ich will in die Kante gehen und habe dann das auch alles aufgeschafft. Eigentlich nur wegen einem Religionslehrer, weil er gefunden hat, ich hätte so gute philosophische Gedanken. Und dann bin ich dann aber so verwenden jetzt in der Kunst. Ja, genau. Also, nein, gut, mach kurz fertig. Kunst als Religion. Genau. Und dann bin ich aber eben schnuppern in dem Textilentwerferatelier und habe gefunden, nein, ich will jetzt gleich Künstlerin werden. Und habe dann die Aufnahmeprüfung in Vorkurs gemacht und habe es nicht bestanden. Und da ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. Also ich denke, das Einzige, was ich eigentlich einigermaßen kann, da werde ich nicht aufgenommen. Und dann hat meine Mami einfach die Welt auf den Kopf gestellt und eine andere Lösung gesucht und herausgefunden, dass es in Romanshorn noch einen anderen Vorkurs gibt. Und ich bin dann dort hingegangen und das war genau das richtige Ort für mich. Und heute berührst du Menschen mit deiner Kunst. Unter anderem hast du auch ein Werk geschaffen. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz zu euren Vätern schauen. Ein Werk geschaffen über deinen Vater, weil der war Verdingbub. Mit 12 ist er zu einer Bauernfamilie in Toggenburg gebracht worden. Er hat dort Gewalt erlebt, hat Hunger müssen leiden. Vielleicht einfach einen kurzen Einblick. Was würdest du sagen, haben die Erfahrungen aus ihm für einen Menschen gemacht? Einerseits, denke ich, hat er eine grosse Resilienz. Also er hat auch nachher er ist ein kämpferischer Mensch. Er hat nachher gesagt, ich will das hinter mir lassen und ich will ein gutes Leben haben. Andererseits hat es ihn natürlich auch geprägt, hat ihn das Trauma auch geprägt. In schwierigen Situationen. Also ich denke, in dieser Zeit hat man ja dann auch noch keine, also ich meine, der hat natürlich nie eine Therapie gemacht, oder? Und also die Sachen hat er eigentlich nicht aufgeschafft und somit sind seine Verhaltensweisen natürlich, also in schwierigen Situationen, ist er natürlich in dieser Aggression auch stecken geblieben, oder? Und du hast es für dich, wir haben leider nicht Zeit, um das zu vertiefen, du hast es für dich eben angefangen zu verarbeiten durch die Kunst. Markus Merz, in deinen 30er Jahren ist dein Vater zum Bundesrat gewählt worden. Wenn ich das richtig gesehen habe, in den Videobeiträgen, die ich nochmal nachgeschaut habe, bist du dort dabei gewesen bei der Wahl im Bundeshaus. Vielleicht einfach auch hier kurz, was ist das für ein Moment gewesen für dich? Dein Vater wird Bundesrat. Schräg. Das ist surreal. Also es ist irgendwie... Es ist noch speziell. Also ich meine, ich bin ja wahnsinnig, ich bin stolz gewesen, oder? Obwohl ich es nicht selber geleistet habe. Ich bin stolz gewesen drauf, dass quasi, ja, und wahnsinnig Freude gehabt und so. Aber es ist noch, vor allem im Nachhinein oder nachher dann, ist es schon noch speziell, wenn man auf einmal merkt, wie Leute reagieren aufgrund von so einem Ereignis, von so einer Wahl.
auch auf den Namen oder auf einmal als Person. Also das habe ich schon noch, darum sage ich schräg. Also es ist einerseits natürlich Freude gewesen, es hat dann aber auch Situationen gegeben in den nächsten Jahren, die dann nicht immer noch einfach sind. Wenn sie dann medial wieder irgendwie lustiges Zeug geschrieben haben und so. Ja, das hat mich dann auch noch ein bisschen verrückt gemacht. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist es gerade hier, während der Wahl bin ich eigentlich stolz gewesen, ja, obwohl ich es nicht selber geleistet habe. Und eine Scheisskrawatte habe ich angehabt. Mit der Scheisskrawatte hören wir auf. Danke vielmals, Markus Merz, Lika Nüssli. Danke Ihnen vielmals fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und vor allem ein gutes neues Jahr. Persönlich ist heute live aus der Lokremise St. Gallen gekommen. Der Olivia Röllin, ihre Gäste sind die Künstlerin und Illustratorin Lika Nüssli und der Betriebsökonom Markus Merz, CEO von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Technik Patrick Arnold und Hedi Massoudi. Sie können die Sendung schon gleich nachhören unter srf1.ch und persönlich oder dann auch heute Abend nach den 10 Nachrichten hier auf SRF 1. Das Persönliche vom nächsten Sonntag, das kommt aus dem Kursaal zu Bern. Am Dani Vorler seine Gäste sind dann die Fahrlehrerin Nuran Sherifi und der Beat Hechler, Direktor vom Alpinen Museum Bern. Wenn Sie gerne vor Ort möchten dabei sein. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.